Normalerweise will man den Geogesser so nah wie möglich raten. Heute haben wir die 0-Punkte-Challenge. Ich muss so weit entfernt vom richtigen Standort wie möglich klicken. Verboten sind die Ozeane und die Antarktis. Let's go. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie ein Bogen. Okay, das ist obviously Europa, I guess. Ich habe noch 53 Sekunden. Okay, Popas, Valer. Okay, das ist Europa. Das ist Europa. Ich würde sagen so Slowakei oder Tschechien oder sowas. Slowakei oder Tschechien, etwas in die Richtung. Das heißt, wir sind hier. Und der weitest entfernte Punkt, der auf Festland liegt, ist es entweder hier unten oder hier. Ich glaube, Neuseeland ist weiter weg. Hier ist Festland in Neuseeland, in Auckland. Das ist eine Insel und wir gehen rein, Abfahrt. Ich hab... Ja, okay, Digga, das zeigt keine Punkte an. Warum zeigt es keine Punkte an? Das heißt 0. Heißt das 0 Punkte? Das zeigt dein IQ an. Oh mein Gott, Digga. Okay. Okay, vielleicht ist das 0 Punkte. Nächste Runde, wir gehen rein. Okay, wieder. Das sieht wieder ähnlich aus. Wieder so nach Osteuropa. Ja, also entweder Russland oder Weißrussland oder sowas. Ja, okay. Ich bin in der Matrix glitscht. Okay, ich sag irgendwo in Russland. Das heißt, ich gehe nicht in Russland, weil es könnte überall in Russland sein. Das heißt, ich gehe... ist das hier the way to go? Ich gehe auf eine Insel. The South Georgia and the South Sandwich Islands. Hier gehen wir rauf und abfahren. Boom. Ja, genau, vorhin war 0 Punkte. Jetzt habe ich 4 Punkte geholt. Oh mein Gott, aber immerhin wissen wir jetzt, was 0 Punkte heißt. Nice. Let's go. Nächste Runde. Ecuador, Potentica Rustica. Okay, wir sind in Ecuador. In Ecuador, amigos, ¿cómo estás? In Quito vielleicht oder irgendwas in Ecuador. Was ist am weitesten weg von Ecuador? Ich würde jetzt einfach mal sagen, so quer rüber, hier oben irgendwo. Hier oben irgendwo, ich mache bewohntes Gebiet in Dixon. In Dixon und wir gehen rein da, Abfahrt, let's go. 7 Punkte. Ja, okay, ich werde immer schlechter, Digga. Ich werde immer schlechter. Ist auch ein schweres Format, oder, Chat? Weiter geht's, weiter geht's. Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Es erinnert mich so ein bisschen an Spanien, Europa, Spanien oder Griechenland. Passa aquí. Setembro, Monzao. Spanien oder Portugal. Caminho de Santiago. Ich sag das Portugal, aber es hat natürlich nicht einen großen Einfluss. Ich würde sagen, in Portugal ist am weitesten, das weitesten entfernte, es müsste hier oben irgendwo sein, Ion und wir gehen hier rein und Abfahrt, let's go. Das war ja übel nah. Hä? Warum ist das so nah? Hätte ich nach Südamerika gehen müssen, wegen der Projektion oder sowas? Wahrscheinlich, oder? Wegen der flachen Projektion hier scheint das viel weiter zu sein, als es eigentlich ist. Mercator-Projektion. Ja, das wegen der Mercator-Projektion. Okay, das ist jetzt Pioneer Cemetery. Englisch. Ich muss irgendwie rausfinden, ob wir in den USA sind. Memorial United Church Worship. Ich denke, wir sind in den USA. Hier hinten ist so ein Auto. Ja, ich glaube, wir sind in den USA. Das sage ich jetzt einfach, weil ich das so sage. Oh, hier ist ein Friedhof hier. Okay, wir gehen aber jetzt mit der Mercator-Projektion im Kopf. Gehen wir nicht nach Norden, überhaupt nicht nach Norden, sondern wir gehen in die Südhemisphäre. Und zwar gehen wir in eine Insel, hier, the French Heard Island, McDonald's Island. Auf diese Insel gehen wir, mitten im Pazifik, 16.000 Kilometer. 1 Punkt! Schon wieder ein bisschen besser, das ist es nämlich. Nächste Runde, aber diesmal können wir nicht bewegen, nicht zoomen, gar nichts. Das sieht mit diesen Dingern hier oben, vielleicht bin ich dumm, also... Ich glaube, ich habe das schon oft in Asien gesehen, aber auch in Südamerika. Die Sonne, ich glaube, die ist gerade über uns im Norden. Das heißt, wir sind in der Südhemisphäre. Sage ich, mutmaße ich jetzt einfach. Wir sind in Peru zum Beispiel. Oder wir sind in Ecuador oder in Kolumbien. Ist vielleicht dumm, aber ich gehe jetzt einfach hier eine bewohnte Insel. Gibt es hier noch was Bewohntes? Hier ist was Bewohntes. Okay, das ist nicht Bewohntes, das ist überhaupt nichts. Ich will was Bewohntes haben, weil sonst ist es ein bisschen... Hier, Utiquarvik. Abfahrt. Ja, okay, Digga. Scheiße, Bing Bong. Ey, wie kann man so blöd sein?
Wie kann man so blöd sein? Ich habe nicht mal geschaut. Das ist ja wirklich... Ja, okay, 145 Punkte. Es war dumm. Es war dumm. Ihr könnt euch eure Omega-Lulz sparen. Ey, so dumm. Nächste Runde, Abfahrt. Das ist Island. Das ist genau... Ich sag euch... Wir machen jetzt so. Ich sag euch genau, wo das ist. Das ist nämlich hier irgendwo in diesen Bergen drin. Ich klicke jetzt nicht hier drauf. Ich sag, das ist... Wo geht die Straße? Nordosten. Nordosten. Ich sag genau, wir sind hier in Baki. Wir sind hier in Baki. So, hier. Hier in Baki. Wenn wir da sind, dann will ich ein paar Gifted Subs sehen. Dann sind wir da. Das weitest entfernte auf der Erde, oder was ziemlich weit entfernt ist auf der Erde, würde ich sagen, ist jetzt einfach mal New Zealand. Und zwar wieder hier, diese Stewart Island. Abfahrt, wir gehen rein. Boom, Alter. 18.000 Kilometer. 0 Punkte. Gar nix, Digga. Und, ja, okay, Digga, es war nicht dort. Es war nicht in Baki, aber es war in Island. Es war in Island immerhin. Chat, bekomme ich trotzdem ein Gifted Sub oder was? Nächste Runde. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das sieht komisch aus. Sehr seltsam. Sieht es nach USA aus vielleicht? Ich weiß nicht, ob das USA ist. Es sieht sehr schön aus. Aber es sieht nicht wie USA aus. Da vorne sieht es aus wie Heisenberg. Wie Breaking Bad, dieser Truck. Aber ich kann halt nicht zoomen und nichts machen. Ich sag USA. USA und am weitesten entfernt von der USA ist nicht Australien, sondern Südafrika. Oder hier. La Réunion. Réunion. Boom. Abfahrt. 13.000 Kilometer daneben. 3 Punkte. Immerhin, oder? Ist nicht schlecht, oder? Nächste Runde. Europa? Das sieht aus wie Deutschland? Das ist nicht Deutschland. Oder glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist eher Österreich oder noch ein bisschen weiter im Osten. Österreich und noch weiter im Osten. Das heißt, wir sind hier irgendwo. Zentraleuropa. Am weitesten entfernt von Zentraleuropa ist Neuseeland. Ist Neuseeland, I guess. Wieder mal nach Neuseeland und diesmal gehen wir nach Bluff. Abfahrt und go. 18.000 Kilometer daneben. 0 Punkte. Weil die 0 steht in diesem Video für die 1. Wie bitte? Weiter geht's. Weiter geht's. Nächste Runde. Osteuropa. Ich weiß nicht warum. Das ist ein bisschen sass hier rechts. Aber ich sag Osteuropa. Osteuropa. Osteuropa, das heißt natürlich wieder mal, Digga, wir klicken immer nur in das gleiche, in die gleiche Arschritze rein, in Bluff und Abfahrt. Wieder 17.000 Kilometer daneben und 0, gar nichts an Punkte. Nix. Rein in die Masse. Let's go. Bottega della Lana. Bottega Boots. Von Kick auf mein Plexus. Platina Kuss. Sieht auch wie Santa Cruz. Ja, ich sag Westeuropa. Deutschland, Frankreich oder sowas. Wir gehen diesmal aber nicht nach New Zealand, sondern wir gehen hier unten nach Chile, Puerto, irgendwas. 13.000 Kilometer, das sind 4 Punkte. Nächste Runde. Oh, amigo, we're in Thailand. Thailand. And you want some ladyboy, mister? Lassen wir es sein. Okay, Thailand ist hier. Also dann müssen wir ja wegen der Mercator-Projektion in den Süden gehen. Das heißt, ich gehe im besten Fall, was am weitesten weg ist, was auf der Südhemisphäre ist. Ich sag hier Falkland Islands. Die Falkland Islands. Abfahrt. 15.000 Kilometer. 1 Punkt, Digga. Ey, es ist so nervig. Ein scheiß Punkt. 1 Punkt habe ich gemacht. Das sieht aus wie School Bus Stop USA. Oder Canada. USA or Canada. Im Norden der USA oder Canada, so hier mäßig. In diesem Gürtel mäßig. Das heißt, jetzt ganz eine einfache Nummer. Und zwar gehen wir irgendwo eine Insel im Indischen Ozean. Und zwar die Cocos Keeling Islands. Und zwar die Island hier, Home Island. Und zwar da. 15.000 Kilometer. Oh nee! Mein Joghurt ist am Boden gefallen. Also, let's go. Wir gehen rein. Nächste Runde, I guess that's Schweden. Schweden und in Schweden, das ist hier oben. Ja, der gute alte Klassiker und zwar Bluff. 10.000 Kilometer und zwar wirklich in Schweden. Digga, ich bin schon gut. Ich bin schon gut, oder? Nächste Runde. Okay, letzte Runde. Da muss ich mich noch konzentrieren. Okay, wir fahren auf der linken Spur. Ich sag Australien. Weil wir fahren auf der linken Spur. Ist natürlich ein bisschen sass. Diesmal natürlich nicht hier.
Diesmal mache ich die Uno Reverse Card. Und zwar gehe ich in den Norden von Norwegen. Und zwar in Vallan und Abfahrt. Boom, bing, bong. 2 Punkte, Digga. Trotzdem 2 Punkte. Ich finde das Format mit den 0 Punkten eigentlich auch ziemlich nice. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und ein Abo da. Grüße gehen raus. Mein Chat sieht das auch so. Sie sehen es nicht so. Es sind absolute Arschritzen.